Vergangenheit liegen, aber vielleicht nicht weniger wichtig sind. Am 17. September 1991 griffen Neonazis in Hoyerswerda ein Haus an, welches von Vertragsarbeitern aus Mosambik und Vietnam bewohnt wurde. Während die Nazis das Haus mit Steinen und Molotow-Cocktails bewarfen, schauten die AnwohnerInnen tatenlos zu und klatschten Beifall. Die Polizei hielt sich zurück. 3 Tage später wurden die Vertragsarbeiter per Bus nach Frankfurt und Berlin transportiert und von dort aus abgeschoben. Von diesem erfolgreichen Angriff berauscht, griff der rassistische Mob aus Nazis und sogenannten normalen Bürgern und Bürgerinnen das Flüchtlingswohnheim in Hoyerswerda mit Steinen und Molotow-Cocktails an. Mehrere Flüchtlinge wurden verprügelt, die Polizei hielt sich erneut im Hintergrund. Einen Tag später wurden die Flüchtlinge aus Hoyerswerda evakuiert. Die Nazis feierten ihren Erfolg und deklarierten Hoyerswerda in Analogie zum NS-Begriff judenfrei zur ersten ausländerfreien Stadt Deutschlands, wohlgemerkt 1991. Circa ein Jahr später versammelte sich ein Mob von ca. 2000 Neonazis und rassistischen AnwohnerInnen vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen. Sie griffen das Haus mit Steinen und wiederum Molotow-Cocktails an, skandierten Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Die anwesende Polizei war nicht in der Lage, das Haus zu schützen und zog sich zurück. Einen Tag später gelang es einer Gruppe autonomer AntifaschistInnen, die Nazis kurzzeitig zu verjagen, doch daraufhin wurde die ganze Gruppe von der Polizei festgenommen. Wiederum einen Tag später wurde die zentrale Aufnahmestelle evakuiert. Der Mob griff nun das Haus daneben an, in dem vietnamesische Vertragsarbeiterinnen wohnten. Mit Baseballschlägern bewaffnete RassistInnen stürmten unter lauten „Wir kriegen euch allen" rufen das Haus und legten einen Brand. Die Einwohnerinnen des Hauses gelangen in letzter Minute über das Dach die Flucht aus dem brennenden Gebäude. Der rassistische Mob hatte wieder mal gesiegt. Die Pogrome von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und Mannheim-Schönau, da könnte man wahrscheinlich noch weiter aufführen, das sind jetzt nur die größten genannt, dienten SPD, CDU, CSU und der FDP als Vorwand für die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Der deutsche rassistische Mob hatte sich durchsetzen können. Die Zahl von Asylanträgen nimmt seitdem kontinuierlich ab. Der Staat als größter rassistischer Akteur setzt die mörderische Forderung der Nazis, Ausländer raus, mit seinen menschenverachtenden Asylgesetzen und seinem System aus Ausreisezentren betitelten Abschiebeknästen, Sammellagern, Essensmarken, Residenzpflicht und vor allem Abschiebungen Tag für Tag praktisch um. Flankiert wird dies mit nationalistischen Diskursen über deutsche Leitkultur und fremden, angeblich nicht integrationsfähigen anderen Kulturkreisen, rassistischen Thesen eines Sarrazin und einer wiederauflammenden Rhetorik von „Das Boot ist voll". Die mediale Hetze, die den rassistischen Pogrom Anfang der 90er Jahre vorausging, ausblendend oder gerade an diese anschließend, redet Innenminister Friedrich wieder von einem angeblichen Asylmissbrauch. Arschloch! Ja. Jawohl! Echt so! Auf Zustimmung kann Friedrich dabei bei großen Teilen der deutschen Bevölkerung hoffen. Laut der Langzeitstudie Deutsche Zustände stimmen doch rund die Hälfte der Deutschen der Aussage, es leben in Deutschland zu viele Ausländer zu. Fast jeder dritte Deutsche findet, dass wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat schicken. Also die stimmen dort zu. Der Rassismus, egal ob von Nazis, sogenannten Demokraten oder von staatlicher Seite, entspringt der bürgerlichen Gesellschaft und ist durch diese konstituiert. Die in ihrer ökonomischen Existenz stets latent bedrohten Individuen suchen nach legitimierenden Grundlagen und finden diese unter anderem in Vorstellungen vorgesellschaftlicher Gemeinschaften von Nation und Rasse. Diese vermeintlichen Schicksalsgemeinschaften bieten Halt und Wärme in einer unberechenbaren und feindlichen Welt der permanenten Bedrohungslagen. In diesen Gemeinschaften, so die Vorstellung, stehen sich die Menschen nicht mehr in kapitalistischer Verwertungszusammenhang gegenüber,
sondern in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Die Identifikation mit der vorgestellten eigenen Schutzgemeinschaft funktioniert allerdings nur in Abgrenzung zu den vorgestellten anderen. Auf diese anderen werden Eigenschaften projiziert, die den eigenen Ängsten und Entsagungen entsprechen. In der Diffamierung der anderen als minderwertig oder überlegen zeichnet sich die eigene Angst ab, selbst einmal im kapitalistischen Wettbewerb den Anforderungen nicht zu entsprechen und sich deshalb außerhalb des konstruierten Kollektivs zu sehen. Solche Vorstellungen wirken der ökonomischen Rationalität des Staates als ideellen Gesamtkapitalisten nicht unbedingt entgegen. Je nach Konjunktur ist es für Staat und Kapital in unterschiedlichem Maße vorteilhaft, EinwandererInnen als Arbeitskräfte anzuwerben oder abzuwehren. Einerseits hat der Staat ein Interesse daran, eine industrielle Reservearmee zu unterhalten, die Druck auf die Beschäftigten ausübt und die Löhne niedrig hält. Andererseits ist aus Sicht des Staates eine restriktive Grenzpolitik für die Interessen der nationalstaatlichen Kapitalverwaltung, die eine strikte Trennung von ökonomisch verwertbaren und unverwertbaren Menschen vorsieht, notwendig. Die grausamen Folgen dieser Politik sind vor allem an den südlichen Außengrenzen der Europäischen Union erkennbar, wo jährlich Tausende von Menschen beim Versuch der Einreise nach Europa sterben oder getötet werden. Auch die rassistischen Ermittlungsverfahren der Polizei im Zusammenhang mit der Mordserie des NSU sind keine Einzelfälle, sondern fester Bestandteil eines in sämtlichen Staatsapparaten verankerten institutionellen Rassismus. So werden in regelmäßigen Abständen Debatten über die sogenannte Ausländerkriminalität angestrengt. In diesen Debatten wird MigrantInnen mittelbar objektiver Statistiken unter Ausblendung sozialer Hintergründe eine höhere kriminelle Energie angedichtet. Dabei werden einzelne Kriminalitätsbereiche bestimmten Gruppen von MigrantInnen zugeschrieben und somit ethnisiert. So sprechen Medien und Politikerinnen völlig selbstverständlich von vietnamesischen Zigarettenschmugglern, polnischen Autodieben und afrikanischen Dealern. Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich der demokratische Rassismus in seiner institutionellen Form reproduziert. Dieser Rassismus der Staatsapparate verstärkt und legitimiert scheinbar den Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft. Aber mit solch einer Gesellschaft und solch einem Land, in dem Menschen in Polizeizellen verbrennen, weil sie nicht weiß sind, in dem Menschen von Rassistinnen totgeschlagen werden und deren Angehörige nur Hohn ernten, in einem Land, das Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen verrecken lässt und ihnen das Leben hierzulande zur Hölle macht, werden wir keinen Frieden schließen. Deutschland nie wieder.